Jo, bevor das Video startet, kurze Info zu dem Video, das jetzt kommt. Und zwar ist meine Facecam wieder mal mehr abgeschmiert. Das heisst, in dem Video leider keine Facecam, aber ist auch nicht so schlimm. Und ja, im nächsten Video kommt dann wieder meine Visage drin ins Video. Also von dem her bis zum nächsten Mal und viel Spaß bei dem Video. Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu F1 2020. Wir sind in unserem Hauptquartier und gehen jetzt auf Japan. Wir haben noch ein paar Ressourcenpunkte, die wir verwenden können. Wir tun uns noch schnell kurz hier Zeit vorspulen, dass wir die anderen Ressourcenpunkte auch noch bekommen, die wir zu gut haben. So, dann lassen wir kurz anhalten. Und jetzt haben wir 2142 Ressourcenpunkte. Jetzt schauen wir mal, wo wir das investieren können. Wir sind gesamthaft Leistungsvergleich gegenüber den anderen Teams sind wir eigentlich knapp hinter Ferrari immer noch. Wir sind gut im Mittelfeld oder sind eigentlich das stärkste Team im Mittelfeld, wenn wir jetzt wieder Ferrari noch zum Top-Team zählen. Wobei BWT ist aber sehr, sehr stark dieses Jahr. Und ja, ich weiß gar nicht, wo ich investieren soll. Darum mache ich jetzt mal einfach empfohlene Upgrades und dann geht wieder auf Chassis. Oh, das wird mega viel geben. Das wird extrem viel geben. Dann machen wir doch gerade schnell Upgrade entwickeln. Dann würden wir natürlich vom Chassis her würden wir dann wirklich weit sein als Red Bull Racing. Dann würden wir das zweitstärkste Team sein mit dem Chassis eigentlich. Geil. Und ja, würde ich sagen, gehen wir gerade auf Japan. Wir machen wieder das Training, beziehungsweise ich fasse das Training. Ihr seht es natürlich wieder mal nicht. Wir sehen uns einfach wieder im Qualifying. Und ja, let's go. In Ordnung, alle mal herhören. In der nächsten Saison werden sich die technischen Beschränkungen ändern. Wenn wir nicht aufpassen, könnte ein Großteil unserer harten Arbeit umsonst gewesen sein. Also lasst uns überlegen, wie wir damit umgehen. Piloten, schaut euch an, was wir haben und entscheidet, wie viel ihr in den Schutz investieren wollt. Also gut, Leute, dann an die Arbeit. So, ja, wie ihr seht, sind wir schon in der Startaufstellung. Das ist aber nicht, weil ich vergessen habe, irgendwie das Qualifying aufzunehmen. Überhaupt nicht, weil wenn ich am Anfang da mit Sally zusammen und so anfangen zu labern, läuft die Aufnahme permanent, also als Training nehme ich auf, obwohl ich es nicht im Video drin habe. Es ist alles immer drauf. Ich habe aus Versehen das Training übersprungen. Mann, ich bin am Monitor dort gehockt, habe noch etwas gelesen, wo unten gestanden ist und drücke eins aus Versehen eins über, weil ich gemeint ich bin auf Training 3 und dann bin ich gerade ins Rennen übergekumpelt und einfach das Qualifying übersprungen. Oh Mann, okay, wir stehen auf dem letzten Platz. Wir schauen gescheit Strategien. Es kommt nicht regnen zum Glück. Wir stehen einfach auf den roten Reifen, gehen dann auf die gelben. Ja. Dann haben auch wieder ein bisschen Sprit runter, wie immer. Was ich einfach noch sagen wollte, ist, ob die irgendwie Sekunden in den Asphalt eingemischt haben. Weil, alter Schwede, hatte ich Grip im Training. Holy shit, ich bin so schnell gewesen, das war abartig. Ich bin gar nicht, mein Hirn hat gar nicht so schnell gedacht. Es ist einfach alles automatisch gegangen. Es ist so abartig viel Grip gewesen. Ich konnte fast aus jeder Kurve Vollgas geben. Abartig. Geil, habe ich richtig gefühlt. Ich hoffe, es ist jetzt im Rennen auch so. Der Start war ganz okay. Okay, lass ich ziehen, ich will hier nicht riskieren. Das für ein Überholmanöver war jetzt. Oh mein Gott! Jetzt bleibe ich einfach auf dem Gas, jetzt muss ich riskieren. Oh shit! Oh, da bin ich auf den Curb gekommen. Oh, das hat mein Auto nicht so geil gefunden.
Scheiße. Das war schnell gewesen. Oh shit, der Raikkonen, Alter. Holy crap! Alter, da putzt er mich einfach noch schnell weg. Gut, das ist natürlich eigentlich nicht... Ja gut, hätte ich eigentlich auch ausweichen können. Ah Mann, jetzt habe ich kein Dings mehr. Es ist einfach kein Grip mehr. Ah, Menno. Oh mein Gott, was das jetzt bitte war, Mann. Okay, das Rennen ist schon mal gelaufen wieder. Habe ich den Spoiler draufgeladen oder wieder gewechselt? Oh Mann! Also die Strecke fühle ich jetzt gerade wirklich, weil man kann wirklich hure geil fahren hier. Es ist einfach so hure schnell. Also ich habe das Gefühl, ich komme irgendwie nicht mehr dran her. Aber ich könnte jetzt auch nicht sagen, wieso. Aber mein CRS geht langsam aus. He? Nicht mehr viel Leistung drin. Aber ich hole nicht auf. Das nervt mich ein bisschen. Ich weiss nicht wieso. Ob das jetzt wegen dem Spoiler ist, der fehlt vorne. Und ich kann eben nicht mehr so schnell fahren in der Kurve. Obwohl das ja nur eine leichte Beschädigung ist, aber kann natürlich sein, dass das schon lange. Man hat es gedacht, ich war viel schneller gewesen. Ja, die kommen alle wieder raus, bevor ich überhaupt in die Box reinkomme. Vor allem, ich muss noch den Spoiler wechseln, weil die auch wieder zurückgeschmissen wahrscheinlich. Das Boxenstoppfenster hat sich geöffnet. Scheiße. Dein Vordermann hat soeben auf Mediums umgestellt. Vordermann jetzt auf Mediums unterwegs. Ich glaube, sie wären schon schneller als der Williams. Aber ich bin gut am Struggeln irgendwie. Vielleicht sind auch jetzt die Reifen nicht mehr so wahnsinnig stark. So. Oh, bei Box. Ja, das wirft uns natürlich jetzt wieder mega zurück. Los, fahr jetzt. Wir fahren jetzt auf den harten Reifen. Wieso nehmen wir keine Mediums? Wieso kriegen wir keine Mediums über? Habe ich wieder nicht geschaut am Anfang? Ich habe nicht geschaut, oder? Oh Mann, Alter. Jetzt habe ich die Härte drauf und es sind nur noch 4 Runden. What the fuck, Alter? Gib jetzt Gas, die Reifen sollten schließlich ein Da bisschen... weiß ich ja nichts. Voilà, okay. Jetzt wird es zuerst mal ein bisschen warm werden hier.
Wow, okay. Wie gesagt, sie müssen warm werden. Okay, der harte Reifen fühlt sich gerade nicht mehr so schlecht an. Vielleicht ist er sogar besser als der Medium, ich weiß es nicht. Ich fahre halt leider nicht mit dem Medium, aber ich glaube, so zeitentechnisch bin ich schon gut dran, um den Williams aufzuholen. Jetzt 3 Sekunden gut gemacht. Fast 3 Sekunden. Aber das schaffen wir nie, das ist viel zu weit weg. Okay, die engen Kurven sind relativ tricky zum Fahren. Aber die schnellen Kurven gehen erstaunlich gut mit den harten Reifen, muss ich wirklich sagen. So, letzte Runde. Das war jetzt gar nicht das Rennen, muss ich ehrlich sagen. Wow, okay. Vor allem, ich weiss nicht wieso, aber jetzt wird schon wieder mehr rum. Bottas hat gewonnen. Ui, da bin ich so ein bisschen schnell gewesen. Ja, wir sind ja der letzte Runde gerade, also von dem her ist es nicht so schlimm. Und wenn wir auch wieder rausgehen, wäre es auch nicht schlimm. Sind ja eh Letzte. Gut, eben, hätte ich das Qualifying gefahren, wäre es vielleicht auch noch ein bisschen anders rausgekommen, muss man an dieser Stelle sagen. Aber grundsätzlich, ja, ich bin auch nicht wahnsinnig schnell gewesen, glaube ich. Keine Ahnung. Also ich hatte dort natürlich auch eine bisschen dumme Kollision mit dem Räikkönen. Hat mir den Spoiler gekostet und das Rennen eigentlich auch schon wieder vorbei gewesen dann. Ja, es ist schade, es ist schon das zweite Rennen, wo wir keine Punkte holen, wo wir weit hinten gelandet sind. Das freut mich natürlich nicht, ich glaube, das freut das Team nicht. Weil ich glaube, jetzt ist auch der Norris mal einerseits mal wieder ein bisschen am Punkten. Jetzt hat er wieder ein Pünktchen geholt, immerhin. Aber ja, wir müssen unbedingt wieder ein bisschen den Rhythmus finden. Jetzt kommt dann noch Austin und Brasilien und Abu Dhabi und danach ist die Saison vorbei. Ja, wir müssen schauen. Ich hoffe, das Team ist nett zu uns und ist nicht irgendwie sauer. Kein guter Tag heute da draußen. Sprechen wir darüber, was passiert ist. Was haben Sie uns in Bezug auf die Zusammenstöße zu sagen? Ich sage doch gar nicht mal keinen Kommentar. Wo glauben Sie, werden Sie stehen, wenn alle Teams ihre Wagen an die neuen Regeln der nächsten Saison anpassen? Ja, ich glaube, sie sind zuversichtlich. Was denken Sie über die Leistung dieses Teams in dieser Saison? Die Fahrer vollbringen wahre Wunder. Sie haben mich wirklich beantwortet, dass sie offensichtlich, dass sie hart gearbeitet haben. Dies, das, Ananas. Wieso fragt sie mich über Meinungen zu anderen Teams? Frag doch einfach das Team selber, das interessiert mich nicht, Mann. Ja, wow, sind stark, schön. Oh Mann, okay, Rivalität sind wir natürlich auch wieder ein bisschen schlechter dran jetzt. Sainz zieht uns recht gut davor. Ich glaube, Sainz ist relativ gut am Punkt bei Toro Rosso momentan. Bei Toro Rosso, ja, dort hat er gestartet, aber Alpha Tauri heisst jetzt das Team. So, gut, also jetzt haben wir noch USA, Brasilien und dann noch eben Abu Dhabi kommt dann noch. Und ja, da würde ich sagen, wäre es mit dem Rennen. Wir sehen uns im nächsten Rennen dann wieder in Abu Dhabi. Wir haben dort noch ein Einladungsevent, das noch kommt. Abu Dhabi in Austin meine ich, in den USA. Und ja, wenn es euch gefällt, würde ich mich natürlich immer mit einer Bewertung freuen, sowie über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen und dann sehen wir uns dann einfach, wie gesagt, im nächsten Rennen wieder. Bis dann sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao.